Am Fong net viel. Also ich mengen für mich bedeit méi e freie Mënjob wie eng freie Zeit. Am engem Beruf gëtt sicherlech gëtt Freizeit ass muss ich kënnen Zeit hole fir zum Beispiel wann der Mënsch den gär huet oder wann seet hoste Zeit fir mcht, dann muss ich natürlich Freizeit hunn. Mei am engem Beruf as awer muss immer gewëssen Hygiene de wie behalen an so am Wand huet den vill Freizeit oder méi Freizeit. Muss awer immer an seg Gewicht gucken no senger Konditionen an awer a gewëssen Training beihalen. Gift die bezeechchen als eng Alternativzeit zu der gängiger Zeit, die geprägt ist durch den Beruf an Berufsliewen, Freizeit also geprägt durch eng groß Freiheit, wo ich mir besonders vierkommen als ein freie Mönch mit alternativen Aktivitäten, wo auch dann Kultur, Kunst und ähnliche Sachen viel mehr groß können beschrieben gehen, wie das zu normalen Berufszeiten der Fall ist. Ich bringe dadurch eine Verbindung mit einem theologischen Konzept, auch wenn ich gucke, wie Gott als präsentiert wird an der Bibel, so stellt er sich auch in einer anderen vor als der Gott von der Ruhe, auch vom Frieden. Gedichtsplätzen am Evangelium, wo steht, die Jünger haben sich zurückgezogen auf einen Platz, wo sie mit Jesus an Ruhe konnten sehen, wo sie konnten besinnlich sind, wo sie konnten beten. Und dann denke ich auch daran, dass ja interessanterweise das ewige Leben, was das als Christen an Aussicht gestellt ist, eine andere Bezeichnung gibt als den ewigen Frieden. Also nicht ein ewiger Stress, wie ein ewiger Frieden, Trauer. Se hunn oder se net tun. Wann ich keng Zeit hunn, dann sinn ich gehetzt, gestresst, da läffen ich der Zeit heinst du han runden. Wann ich awer Freizeit hunn, dat sinn ich als große Luxus, dat bedeit Muße, lateinisch den Begriff vom Otium, dat ist die Zeit, wo ich mich kann konzentrieren op mich selber. Die Zeit, die ich schon für mich Freund, die Zeit, die ich schon für über mich nachzudenken, für Zeit von der Besinnung, das ist auch die Zeit, die ich verschenken kann, die ich weitergeben kann, die zum Beispiel Zeit vom Benevolat, Zeit, die ich für einen anderen einfach hier geben kann. Ja, für mich also dem Verhältnis Freizeit geht nicht mehr, wenn irgendwo ein Temps imposé hat, das heißt, wenn ein Kontraten hat, wo heißt, du kann rauskommen, sie wird von der Arbeit her, dass dann Freizeit hat, wenn nicht schafft, dann etwas ganz anderes das kann machen, was man mit der Zeit von der Arbeitszeit zu dienen hat. Also Temps libre ist für mich immer die Gegenstelle von einem Temps imposé, wenn irgendwo eine Zeit festgelegt kriegt, da brauche ich noch ein Temps libre für einen gewissen Ausgleich zu. Das ist eine gute Frage. Aber für mich bedeutet Freizeit meinen Hobbyen nachgehen. Also, mit Depression hat ich nicht genug Zeit, und das nach so viel flott Sachen, Freizeit, flott Musik lauschen, klassische Musik, Präferenz, aber dann noch, für mich Zeit, ich kann mich eigentlich schlecht gesehen, da ich ruhig an einem Liegestiel oder unter Plage liege. Nee, ich bin ein begeisterter Tennisspieler, ich gehe noch gerne Golf spielen, nicht so sehr, weil das so passionant spielt, sondern weil ich denke, man lebt.
durch Natur los zu spazieren. An Heinz der Leyen, der ganz schönen Zeiten stecken rum und London, wo auf der einen Seite mir gesagt, auf der anderen Seite Pyrenäen, an dat, als für mich, da erholen ich mich am besten. Bien entendu auch Möglichkeit, ruhig ein gutes Buch zu lesen, weil ich finde immer, dass ihr effektiv an der Medizin könnt ihr einfach nämlich no sich zu recyclieren. Geht alles so schnell führen. Und da gesehen ich dann aber auch an meiner Freizeit eng Beschäftigung, an das für mich auch agreabel, wenn ich kann gesehen, was Neiz gibt, speziell an meiner Spezialität. Freizeit für mich an dem Sinn, dass die Evenementer, die Suite von Evenementer, die mit der Zeit verbunden sind, dass ich die frei kann wählen, bedeutet für mich natürlich etwas ganz Angenehmes. Aber Freizeit an dem Sinn, dass Zeit vielleicht las getrennt wird, frei wird von physikalischen Evenementen, das wäre ein Begriff, der für mich keinen Sinn hat. Spare time means taking time out of my own life and my own schedule to recreate myself, taking time out of my schedule to choose to read whatever book I wish, like going into a library and choosing a book that you wish to read simply because you have the time available to do so. But spare time is something that I have to create, and I'm not very good at creating it because it means that I must work less. And for me, my working life is perhaps halfway through. As a conductor, I can work until I'm 80 or 90 perhaps, God willing. Conductors live a long time, it appears. And so spare time is something that is very important. And spare time is not for children. My children's time is the time I spend with my children is very important, and it must be created in a schedule. But spare time is time that I create for my own regeneration. Das auch wann wëlle Spagat, den en permanent muss machen, sich an engem intensive Berufsliewen Freizeit herauszuschluen. Ich gesinn dat so, dass ich die Freizeit als Familienzeit gesinn. Ich hun also nie Hobbyen entwickelt, weil ich die Zeit net hat. Ich habe zwei Hobbyen, das mein Erwicht, das dann als meine Familie und Freizeit geht also integral an die Familie. Ja, den Ausdruck ist für mich ein bisschen ein But Langage. Zeit ist nicht frei. Zeit ist immer sich selber. Ich sie frei, mit meiner Zeit anzufangen oder nicht anzufangen. Wenn ich also nicht schrecklich viel zu tun habe, ich will nicht schrecklich viel im Programm stehen, dass ich nicht frei an der Zeit. Und das heißt Freizeit. An einem Wort, das heißt nicht Freizeit. Natürlich, das ist etwas, was mit meinem Alltag zu tun hat, was mit meiner Arbeit zu tun hat oder mit meiner Familie zu tun hat, mit das nächste mit der Zeit, was ich etwas zu tun hat. Zeit ist immer sehr wichtig. Als Historiker gibt es ja eigentlich keine Freizeit. Kannst du dich beschäftigen mit dem Phänomen von der Freizeit, auch wie das Phänomen von der Freizeit an verschiedenen Epochen behandelt ging. So sind das auch wieder die Recht an der zeitgenössischer Geschichtsschreibung ein Platz spielen an einer Geschichtsschreibung, die sich mit Congé payé
beschäftigt an de Congé payé, den as Jorecht am Fong eng Erfindung vun den 1930er Joren an engem mir demokratische Sinn. Also mein erlieften Zeitbegriff, wobei ich net fees op den Zeitbegriff, den ich erliewe noch den eigentlichen Zeitbegriff, was den ich hun als jo dodurch gezeschen, dass ganz viel Zeit fliehen bestimmt als eben kein Freizeit as weil andere sich auch meester wird die Zeit, die nur ganz dags machen. Freizeit ist einfach die Zeit, die ich selber kann an ihrem Oflevel, an ihrer Dauer bestimmen. Dafür kann Freizeit auch erbig sein. Mit an die erbig, die ich gerne mache, nicht die anderen von mir verlangen, dass ich muss machen.